Das wirklich ein groß Fred für die Lützebauer Kirche. Wir können 150 Jahre Bistum zu feiern. A Christ das in nicht lang. Dürfen als Motto zusammen Kirche sein, faire Église ensemble. Und da sind 3 Dimensionen, die von der Vergangenheit, von der Gegenwart und von der Zukunft. Und in den 3 Dimensionen wird natürlich am Programm auch Rechenschaft gedrohen. Christen auf dem Territoire von Lützeburg gehen jetzt schon seit 1700 Jahren. Und eine ganz lange Geschichte. Und seit 150 Jahren haben wir dann als eigenständige Diözese, wo wir sagen können, es gibt eine Kirche von Lützeburg. Die Kirche hat an der Geschichte das Land ganz stark markiert. Wir wollen uns aber nicht darüber bretzen, wir wissen, dass das heute nicht das ist. Dass wir aber nach immer mit vielen anderen gläubig, nicht gläubig zusammen einen aktiven und einen wichtigen Akteur wollen sein an der Lützeburger Gesellschaft für mehr Frieden und für mehr Gerechtigkeit. Als Generation reiht sich dem noch an eine lange Tradition an. Und das ist so nice, für die Kirche in Zukunft heranzufeiern. Für das wir auch nur können Leid vom Evangelium von Jesus Christus begeistern. Wir wollen diesen Anniversär feiern an aller Bescheidenheit, an Einfachheit, ohne große Pomp. An Dach als neuen Impuls, nur enger Zeit, die viele von Changementen gebracht haben, zu Lützeburg, mit Heichen und mit Tieften. Das ist gut und wertvoll, sich als Diözese seine Wurzeln bewusst zu gehen, und neu darauf aufzubauen, mit dem Moyen und der Sprache von Haut. Ich gebe gerne von ganzem Herz alle Leute, christliche Gemeinschaften, Poren, Assoziationen und Klöster, die an dieser Dynamik immer der Racklammen an Aktivitäten planen, ein ganz herzliches Merci so. Ein ganz, ganz großes Merci geht aber auch um die Arbeitsgruppe 150 Jahre Diözese, den Herr Jean van Hellinghausen präsidiert, aber schon noch weiter Membern dabei sind haut. Ich wünsche mir, dass die Kirche gerade auch am Jubiläumsjahr als liebliche Gemeinschaft erlebt wird. Dass wir froh Christen sind, die an der Gesellschaft wirken zum Wohl von der Leid und sich auch die großen Fragen und Probleme von dieser Zeit stellen. Ich denke, da waren die viel hauptamtlich, dass sie geistlich allein, und die viel benevol, die sich hinter der Gründung von der Diözese auf dem Niveau von der Kirche engagiert haben. Ihnen alle Guten gehört mein tiefer Respekt und mein großes Merci. Auch natürlich meine Viergänger am Bischofsamt. Ich denke noch besonders an den Monseigneur Frank, der das Jubiläum mit uns feiern wird, die zu ihrer jeweiligen Zeit Diözese mit ihrer Mitarbeiter und später, und das ist auch ganz wichtig für mich, mit ihrer Mitarbeiterinnen gelebt haben. Besonders freut mich, dass man hier auf den verschiedenen Feiern, Konferenzen, Publikationen, Visiten, Pilgerreisen, dass im Jahr auch eine Sozialdimension gibt. Und es sollen Menschen mit einer Behinderung, und Flüchtlingen, ob seinen Platz an der Mitte von unserer Diözese gehen. Da wisst schon, ob der einer sehr interessanten Herr, der schon sozusagen als Wirk ganz eng mit dieser Diözese verbunden ist. Und dann die 2 Flüchtlingsfamilien von Lesbos, die wir konnten abholen, und wo die Kirche sich engagiert, für all ihre Frauen zu drohen, also auch so zu begleiten. Ich gebe gerne aufschließend alle Leute invitieren, die in verschiedenen Aktivitäten, die am Laufe vom nächsten Jahr stattfinden, teilzuholen. Und so die Kirche, ihr Patrimoine und ihre Message neu zu entdecken. Merci.
Ja, also pur zur Geschichte, wie war das überhaupt zu dem Bistum Lützeburg kommst, ohne dass ich aber nur riesen Geschichtskur will, ich werde durchsprechen. Der fand er da um Blatthai an den 10 Schritt, die dokumentiert sind, du hast das synthetisch durchgestaltet, ich gehe die einfach nur da rein und durch. Also vom Mittelalter war das Gebiet von Lützeburg abgedeelt auf 6 bis 7 verschiedene Diözesen, aber besonders Treia Alec entsprechen denen alle römische Provinzandeelungen. Zweitens dann, wie Herzogtum Lützeburg integriert ging das an Burgunderreich 1443, du hast löserlos die abkommt von einem Lützeburgische Bistum, was sollte geschaffen gehen. Mit den Planer sagen immer nicht Driffe gehen durch einerseits die Fürstbischöfe von Leck an Treia, die natürlich hier geht ich muss die Lützeburg nicht wollten abgehen. Einerseits und andererseits auch durch Dateien vom Gebiet selber, Datei Münster an der Stadt Lützeburg, erst dann nach Orval, Saint-Hubert, St. Maximin zu Treia, die auch Pietà zu Lützeburg hatten, dann ein Priorat von Uferlis und jedenfalls die kirchlichen Geschicke ganz stark geprägt und Heizzulands. Die waren also immer dagegen, jahrhundertelang. Drittens dann Französische Revolution zerschlägt von 1795 all die altkirchlichen Strukturen und mich dummerte der Weg frei für eine eigenständig autonom Lützeburger Lokalkirche, dadurch, dass sie Dateien aufgeschafft wird und auch dann die Bistümer rundherum geschwächt wird. Viertens beim Konkordat von Napoleon wird Lützeburg als Departement de Forêt einfach an Diözese Metz integriert. Das sind dann die Jahre 1801 bis 1823. Dann fünftens, da wisst dass 1815 die Grand Duché Lützeburg entsteht, a Personalunion mit dem holländischen König, aber die König wird darauf gehalten, dass dann Lützeburger Katholiken nicht mit zwänger französischer, mit zwänger holländischer Diözese sollten gehören. Und die erste Bestadt war eben dann Namur. Sie sind also integriert gehen an die Diözese Namur von den Jahren 1823 bis 1843 respektive 1833 bis 40. Dann nur der Belgische Revolution, wir sind beim Punkt 6, die hat 1830 stattfand, könnte dann 1833 zur Gründung von einem provisorischen apostolischen Vikariat für die Stadt Lützeburg. Die war nämlich holländisch geblieben. Während das ganze Land rundherum sich zur Belsch geschlagen hat, dann noch von der Belsch von Breslau regiert ging. Siebentens, nach dem Vertrag von London 1839 geht dann die verkleinerte Grand Duché, verkleinert, weil die Provinz de Luxembourg und definitiv bei Belsch kommen, also bei der Belsch blieben als bis heute, geht den verkleinerten Grand Duché eben noch transformiert, kirchlich geschwärzt, an ein apostolisches Vikariat Lützeburg, weil apostolisches Vikariat, das ist eine Sort Vierform, kann man so von einer Diözese, aber schon mit einer relativen Eigenständigkeit, einer relativen Autonomie, geht also eine eigenständige Lokalkirche. Den ersten apostolischen Vikar war der Jean-Théodore van der Noot, den zweiten dann der Jean-Théodore Laurent, 1841 bis 1840, war ein ganz groß, aber auch umstritten Gründerfigur von einer Lützeburger Kirche. Dann achtens Lützeburg geht Bistum am Jahr 1870 an den Nicolas Adames, den droht dann auf der Broschüre gesieht, respektive Flyer an der Affiche, den geht dann den ersten Bischof von Lützeburg 1870. Eine weitere Etappe nennt es dann 1981, wo eigentlich ganz spät Bistum Zivilrechtspersönlichkeit zugesprochen kriegt per Gesetz. Am 10. dann den Papst Jean-Paul II., den am Jahr 1988 schließlich Lützeburger Kirche an der Rang von einer Erzdiözese erhielt. Weil das wären also 10 Etappen, wie los vom Mittelalter bis heute die Kirche gewollt, sich gestaltet und sich konstituiert wird, zu dem, was sie heute ist. Da gebe ich dann an einen nächsten Schritt angehen auf den Jubiläumsprogramm, den da ja dann an der Broschüre fand, einerseits Deutsch, Lützeburg, andererseits Französisch von der Bichelchen umdreht. Auch da fand er, ob der Broschüre selber für die markante Reichnis, die an der Geschichte, da wo haut bis in kirchlich Leben markieren, natürlich über der Gottesamt Oktav, dann den ersten Bischof Adames, dann Sprangpräzision, eine Seance am Seminär, dann Leute, die an die Kathedrale gehen, oder auch dann ein Comic, ein Bande dessinée, die am Gang als publiziert gehen, also auch das gehört alles dazu. Und am Ganzen so die 40 Projekte, die laufen mit plus oder 50 Veranstaltungen, mit das Open
hannen hin, dat hicht kommt immer nach dabei, gëcht das nein dabei kom, noch am La vum Joer gin den natürlich auch opgeholt, kom dann op ein elektronische Programm do, gibt dat net wie können an der Broschürheit dabei kommen. Broschür selber als innner angedeelt als 6 Kategorien, die fand innen notiert. Also einerseits beten und feiern, zweitens erfuhren, drittens erleben an entdecken, viertens pilgern, fünftens wird an der Paaren an der Kleister lassen, als sechstens dann die vom Delen. Ich gebe das dann mal so durchgehen, ohne dass ich aber alles sei so, ich bringe da doch mehr oder minder synthetisch, dass der denkt vielleicht mehr einsichtig ist, wie wenn ich da eine riesengroße Chronologie bringen. Gut, für dich also Beten feiern, da geht es Gottesdienster, an einem Fester, können durch Schwätzen von einer Pontifikalmasse, die von den Urdensleit organisiert, geht den 2. Februar. Eine Journée spirituell mit dem Weihbischof Leo Wagner für und Ostern. Doktav, da wird ein Kirche nach Tobago und Herno. Dann Sprangprozession, wo die 10. Keier ist, wo sie dann noch an das Weltkulturerbe von der UNESCO abgehalten ist. Ein Begegnungsfest wird kirchlich Matterweibig drin am Matterweibig dazu erst nach dem 19. Juni. Ein Gebetsabend an der Gara Kirche in der Stadt der 4. Dezember. Und dann ein Projekt, den recht gösch dabei kommt, grenzüberschreitenden Projekt mit Trier, nämlich mit der Marianischer Bürgersolidarität Trier, die zusammen da mit Lützburg wird Palmsonntag den 150. Kreuzweg, das ist hier 150 Jahre, am Eis 150 Jahre dabei, 150. Kreuzweg von der Stadt Trier herab auf den Petrisberg wird organisieren. Der zweite Stichwort das dann erfahren, da geht es um Konferenzen, Veröffentlichungen, Weiterbildung. Für die Weiterbildungsofferen für kirchlich Matterbechter, Matterbechterinnen, sowohl die hauptamtlich wie auch die Benevol. Da geht es thematisch gesehen unter anderem über Kirchereim erschließen, was so ein Kirchereim ist heute gerade an der Zeit, wo es Gotteshäuser ein bisschen vorgestellt sind. Der Willi braucht dann Sprangpräzision als eine zukunftsweisende Tradition, dann eine neue Kultur von Madenaner für hauptamtlicher Benevol Matterbechter an der Kirche. Es sind 3 Konferenzen geplant über die Geschichte von der Diözese, die dann auch über die Jahre verteilt sind. Eine Konferenz, die ich selber werde haben, über die Entstehung und die Entwicklung von der Diözese vom Bistum am März. Dann der junge Historiker, der Paul Toski, die wird eine Konferenz haben über die Gründung von der Diözese 1870 am Spiegel von der Presse. Und besonders auch das Gesetz, das durch 1873 kam, weil es eine riesige Polemik an der Presse gefeiert wird, wie dadurch heute in der vulgären Fall ist von etwas größeres Landes an der Kirche. Also wenn die Sache abgeschafft auf der Uni Lützburg, wird dann darüber auch eine Konferenz halten. Dann der Robert Philippa wird seinerseits eng Hallen über die Reperkussionen vom Glauben an der Architektur von der Stadt Lützeburg als Kapital religiös, als Bischofsstadt, das wird am September sein. Da gibt es auch 2 spirituelle Konferenzen, die den Abt von Klief verteilen um 1. Mai, eng über die Bedeutung von der Kliefer Abtei und dann noch über die benediktinische Spiritualität innerhalb von einer Diözese. 3 Publikationen werden herauskommen, eng BD, eng Bande dessinée, 4 Kanner über wichtig Pilgerplätzen zu Lützeburg und das Bistum, was die BD rausgeht. Dann die 4 Evangelien auf Lützeburgisch rausgehen von dem Erbisgrupp, Übersetzung von der Bibel auf Lützeburgisch. Und ich selber habe eine sogenannte kleine Diözesangeschichte Luxemburgs geschrieben, von 1800 bis heute. Es ist praktisch eine Marktlücke, das fehlt ein bisschen. Die letzte Diözesangeschichte geschrieben, also in dem Sinn war von 1950 sind hier nicht mehr am größeren Ensemble, sodass du wirklich lachen musst, irgendwie gefüllt werden. Das habe ich auch mit größer Friede eigentlich gemerkt. Dann den neue Katholpunkt der Lu, den total wird reformiert gehen, wird lanciert gehen den 22. April. Auch als Bistumsarchiv wird am Laufe des Jahres ein wichtiges Dokument zur Geschichte von der Diözese online publizieren und vorstellen. So der dritte Stichwort dann erleben und entdecken, wo dem kulturellen Angebot da geht, Visitideen, Konzerne und ähnliches mehr. Es wird mehr Entdeckungstier durch die Stadt Lützeburg gehen, 4 Kanner, 4 Junker, noch 4 Erwachsene. Das zum Teil eine Kooperation mit 25 Jahren Lützeburg UNESCO, wo Weltkulturerbe, die ja ebenfalls nächstes Jahr feiern. Es gibt für allem 2 Serien von so Visitideen, die nennt sich Oven an Innen, Freier an Haut, Kirchen, Klöster an der Stadt. Bei der Kirche am Stadtgrund, Kapelle vom Pfaffendaler Hospiz an Klassis Kapelle wird näher hin in den Club geholt, noch an musikalischen Einlagen und so weiter und so fort.
Dann eng einer Serie nennt sich Disparu et Vivante, Tour découverte de lieux sacrés en Vieilleville, wo Platz geht die Haut kein Kirch mir sinn aber eng waren oder andere Destinationen zougefolgt gesinn du werden Herr Kerge no och nach Wu dazu soen. Wie de Kathedralen 2. Mai natürlich, dann auch ein Ausflug von der Lützeburger Massendinger an der Stadt op de Spuren von 150 Joer Diözes am September. Der landesweit wär doch de Weekend vun den offene Kirchen de 6. an 7. Juni am Zeche vu Bistumsjubiläum stohlen. Konzerte gëtt ebenfalls wéi zum Beispiel de 14. Juni an der Philharmonie, wer dann zugleich den Aufschlusskonzert ass vun der Metrise an hirem 175. Jubiläum Konzert mat 200 Sänger an eng Sinfonieorchester, wo Sonnestand de Lobgesang vu Mendelssohn werd als Pièce Maîtresse opgefuert gin. Dann en andere Konzert iwwerschriven 150 Joer Chormusik, dat se Konzert National vum Piusverband ze Summe mat der Choral Municipal vun Volz de 15. November. Dann flecht eng ganz originell Idioch, es nennt sich e Bëch als Kado. 150 Joer, 150 Beem fir als Diözes. Dat hecht gët eng Beemplanzaktion vun de Grand Clair, die gros Massedinger fir so ze so aus der Kathedral, d ökologische Projekt mit Oktober zu Lëpschend am Meesleg. Da gët un Timbre publizeiert vun der Post iwwer de Bistumsjubiläum de 5. Mai. Voilà. An da kim mat dommer dabei de 4. Punkt Pilgeren en Pèlerinage, wo nieef der Oktav an der Sprangprozession ebenfalls 4 Pilgerfährten an den Oberammergau am Bayern ugebuerde ginn, und dat werd dann Madame Schmidt besonders kommentieren, weil sie do responsable as bei der Organisation. Ja, Kader vun dem Diözesane Jubiläum invitéieren die verschiedenen Dekanater vun eiser Diözes a Kollaboration mam Pilgerservice vum Bistum gleich 4 Mal op eng Pilgerees mat Jubiläumscharakter. An des Féier Reese féieren eis op Passionsspieler zu Oberammergau a Bayern. Als 10 Joer geteilt Liewe vum Jesus vu Nazareth opgrund vun engem Versprechen, dat an 17. Jahrhundert zurückgeht, vun den Oberammergauer Leiit an enger Äert Mysteriespiel opgefauert. Und du sind rund 2000 Benevoler engagiert. Alle Guten do aus dem klengen Oberammergau. Das Passionsspiel erzählen Tausende von Menschen bis zu einer halben Million, war dat nach 2000 das besser aufgegangen, aber auf jeden Fall ganz viel Leute aus der ganzen Welt kommen dann an das kleine Dorf. 2020 storen auch Leute, die sicher der deutsche Spruch nicht mächtig sind. Für uns soll das Pilgerees mit dem Bus über Würzburg, Rothenburg an der Tauber, die Wieskirche, a Bayern an Kleister Otto Beuern an Ettal bis op Oberammergau feieren eng Gelegenheit sinn, dann noch eng Pilger de Marsch zu machen. Ja, ein Stück themisch Last zu losen, Madeneen weh zu sehen, Merci zu so für 150 Jahre, weil de Merci mengglisch wie schon der Wert, wenn ihr op so ein Geschichte zurückguckt, aber vielleicht mir ein Stück zu summen zu wissen, zu summe Kirsch zu sinn, vielleicht ein Stück mehr zu gehen. Die Inselreesen gin präsidiert nächstes Jahr eng echte Keier von einem Kardinal, einem Weihbischof oder enger Equipe von geistlich an hauptamtlichen Maderbesterinnen am Maderbesch. Da hinnen noch schon ein ganz große Merci für ihren Engagement. Wenn dir enger von den Pilgerreesen interessiert seid, die gehen von Ende Mai bis an den Oktober heran, fand ihr all weiter Informationen ob diesem Flyer, den am Munsche Kirchen wird leihen, oder auch auf der Homepage von der katholischen Kirche oder einfach am Pilgerbüro rufen. Es sind nach Plätzen zu kriegen, kommt einfach mit, die dich bestimmt nicht lädt. Also zu summen Kirchsinn geht dann auch das Jahr gelieft an allief durch besondere Aktivitäten auf den verschiedenen Gemeinschaften, an religiöse Gemeinschaften. Ich fange dafür bei der Sternmul an. Du hast, wie den Monsignor Hellinghausen schon Fedro gesagt hat, ein Höchstpunkt von dem Jubiläumsjahr auch als Mutter Gottes Oktav an der Kathedrale.
Sie dreht nächstes Jahr auch dasselbe Thema wie Thema vom Jubiläum, eben zusammen Kirchsinn, Faire Église Ensemble, abend zu der Gewinterzeit statt des Jahr oder das Jahr 2020 dann eben vom 2. Mai bis den 17. Mai. Dr. Ass wird auch am Herr Kardinal singen Bischofswort für das Jubiläumsjahr geheischt wird als Großdiözesanfest. Und so war sie da ganz nahelehrend auch, dass auch Dr. Narenke ja hier beim Jubiläum raussticht. Während der Zeit, als dafür dann noch an der Kathedral neben dem üblichen Programm, gebe ich so eine Ausstellung über die verschiedenen Aktivitätsbereiche von der Diözese, die vom Service de la Pastoral vom Bistum vorbereitet wird. Ich bleibe dann noch kurz an der Stadt, anweisen auf eine weitere Aktivität hin. Die steht unter dem Titel Disparu et Vivante als ein Entdeckungstour durch Dahlstadt auf besonders Plätzen, die am Laufe von der Geschichte eine religiöse Rolle gespielt haben und zum Teil nachspielen. Das Kapuzinerkloster, der jetzige Kapuzinertheater, der Knudler als Platz, wo auch Klöster angesiedelt wären, die Al-Nikloskirche, die verschwunden ist, oder die Kathedral, Grünnischkirche noch Greinskapelle. Das ist ein interaktiven Tour, als organisiert vom Schulreferat vom Bistum, bietet sich dafür auch ganz besonders für Schulklassen und Katechesgruppen. Und dann will ich nach einer dritten Aktivität Niveau von der Stadt herausheben, das in spirituellen Weg genannt Voici ta mère, un cadeau à découvrir, all erste Samstag am Monat von Februar bis Juni an der Glassiskapelle, den dann vervollständigt kann gehen, dieselbe Steg jeweils mit einem sich anschließender geistlicher Übung Les 6 Jars de Cana. Beides ist organisiert von den Missionnaires de l'Immaculée du Père Kolbe. Aber auch außerhalb von der Stadt fanden auf verschiedene Pore besondere Aktivitäten statt. Per Ewigzier Saint-Esprit lädt 2020 an für die 50. Kehr op ihr Schatzelsfeier am Gringewald, den 2. August. Pour Mamadal Saint-Christophe möchte den Ausflug auf die Spuren von Monseigneur Jean-Théodore Laurent, dem 2. apostolischen Vikar von Lützeburg, auf Simpelfeld am Holland und op Aachen, den 20. Juni. Pour Muselasier Saint-Jacques hat eine Wanderausstellung über das kirchliche Leben am Dekanat Greve-Mercher von früher bis heute. An das Dekanat oder das Dreierdekanat des Naipor organisiert auch eine Zukunftswerkstatt, die sich 3-mal treffen wird. Und sie proposiert eine Dokumentation über die aktuelle Situation an dem kirchlichen Leben an den neuen Konstellationen von heute. Pour Region Eastern nach Saint-Willibrach lädt dann während dem Jahr an, all ersten Donnerstag am Monat ob Gerster Klaus zu einem Gebetsofen für kirchliche Berufer, Gebetsofen, da die Gestalt geben hat Texte von bekannten oder auch männerbekannte Persönlichkeiten aus der Lützeburger Kirchengeschichte. An den 10. Mai feiern sie ob der Gerster Klaus den 75. Jahrestag von der Rückkehr vom Gnodebild von der Klaus nur der Evakuierung am Zweiten Weltkrieg. Am Port Stesel-Walfer Saint-Trinité organisiert schließlich den 20. Juni zu Heestriff Spendelauf zugunsten von dem Projekt vom Tricentenaire, den Monseigneur Hellinghausen Herr Nonach Wertmegene vorstellen. Im besonderen Schwerpunkt aber setzen auch die verschiedenen Klostergemeinschaften, an denen sie während dem Jahr fassbar besonders spielen für Dullayes von einer Diözese. Zum Beispiel geschieht das bei den Franziskanerinnen Bel-Air, allder 6 Uhr do an der Kapelle. Das wären so ergreifen sich die wichtigsten Punkte in dieser Rubrik von den Poren an den kirchlichen, an den religiösen Gemeinschaften. Ja, merci. Und da kommen wir bei den 6. Punkt Delen
wo so wie schon ugeklungen ass dënner Stëtze vu soziale Projekte geht, näher hin vun 2 soziale Projekte, die am Fokus stehen, an die auch schon am Bischofswurt letzte Sonntag mentionéiert gesinn. Also engerseits d'Opnahme von den 2 Flüchtlingsfamilien aus Syrien nach Kuwait, die auf 14 Dech gekommen sind, opgeholt gesinn an lo ein paar Stoischhaus zu fehlen ënnerbrucht sind, vom Bistum finanziert, wie das Flüchtlingsprojekt Reg eng Hand, und dann zusammen habe ich mit der Caritas. Ich kann den Don überweisen oder auch über den QR-Code sie überweisen. Auch gibt die Projekt ein speziell vorgestellt am Kader vom Festival de Migration Kirchberg an der Lux Expo Ende Februar ugangs März. Dann den zweiten Projekt se vom Tricentenaire wo neue Foyer d'hébergement et d'accueil für Menschen mit einer Behinderung zu Heestrüff opgerichtet gëtt. Op den eigentlich über 100 Leute werden, also die Warteschlange von Leuten, die wollen in der Dach kommen, das riesig groß an. Die Institutionen kommen nicht nur für genug zu bauen, für sie abzuholen. Da sollen also zu Heestrüff 5 Lebensgruppen zu je 8 Personen mit physischer Behinderung abgeholt gehen. Auch bitte Haus dann ein Foyer de Jour für mit Beschäftigungsmöglichkeiten für 20 Kanner und Jugendliche mit enger Behinderung. Da kann ich noch einen Dorn machen, auch über den QR-Code, kann ich noch so eine Zielenaktion teilholen, also virtuell oder symbolisch ein Ziel kaufen oder 10 Zielen oder 100 Zielen zu je 5 €, so wie ich richtig finde. Und dieses Projekt wird dann noch speziell vorgestellt und unterstützt gehen, Sonntag, den 7. Juni, wo Kirmes am Tricentenaire zu Heestrüff wird sein. Weil das also am Überblick die Panoplie von Projekten, die ugedurcht sind, die werden durchgezogen gehen, auf viele verschiedenste Pläne. Also ich meine, das schon ein gewissen reichhaltiger, vielfältig Offer. Und man wäre froh, wenn dir das nicht kouvrieren an Mattel, mir von sich viele Leute sich interessieren für über die da weist Kirche mit ihren Aktivitäten und ihrem Patrimoine vielleicht Neues zu entdecken und auch vielleicht zu appreciieren. Merci. Aber wenn ihr noch Fragen habt, da könnt ihr die noch ganz gern stellen. Ich würde echt mal eine nervige Historiker froh. Ja. An Ihrer Aufstellung über die Geschichte vom Bistum Bad Reg von den Abteien an der Staat, die sich gewehrt haben. Ja. Waren die Reichs unmittelbar oder wieso haben die sich gewehrt? Die haben sich gewehrt, weil Heike Bischof war und damit hatten sie notgedrungen viel Impact auf das religiöse Leben, weil kein Chef über ihnen war. Und sie wollten natürlich die Pouvoir nicht abgehen. Der Bischof war weit weg, zu Trägern zu legen, und auch an den anderen Diözesen, so war natürlich an den großen Ganzen rarigiert, aber die Abteie sur Place, die wollten natürlich hier Positionen nicht zur Verfügung stellen. Wo verständlich aus, mit tut aber vor 100 Jahre lang die Gründung von einem Bistum blockiert. Also es war nicht formal unabhängig, aber faktisch, weil sie so weit weg waren. Ja. Dann ist mir noch aufgefallen, also meist wendet sich ja offensichtlich an Laien, aber wenn ich die eine Geschichte gesehen habe, ein klassisches Kapitel, 6 Stunden Exerzitien, an wen wendet sich das? Wenn ich das halt lese, dieses Jahr Amerikaner und dann sehe, dass es 6 Stunden dauert, dann denke ich, naja, das ist wohl ein Beispiel für Laien. Selbstverständlich, dass da war etwas für Laien ganz besonders, dass auch Zielgruppe dafür also darum sich, wo eben die Leute nicht direkt schaffen, dass du die Möglichkeit besteht, für auch so ein Einkehr der, an das eben über die Purment gezun, so ein Einkehr der zu machen mit den 6 Stunden von Gebet, mit Impulsen, mit Meditationen, mit Anbetungsmomenten und so weiter. Ich will just gerne dazu sagen, dass sie erstaunt sind, wie über Generationen noch durch. Also von älter Leid bis jung Leid am Anfang so ein Demant hast. Es sind Sachen, die als Gesellschaft nicht mehr abgreift. Von Sinn zu fangen, nicht Frieden zu fangen. Und das gehört schon am Anfang zu der Care-Aufgabe von der Kirche. Ja. Wie sind denn die ersten Erfahrungen mit den beiden Flüchtlingsfamilien? Die sind ja jetzt seit einigen Wochen, glaube ich, hier. Das darf der mich nicht froh, weil ich sie gestern Schapan Hat da jemand Kontakt? Oder?
Also das ist kein direkt heimbannen. Ich meine, das ist noch so neu, so frei, da lässt sich sicher dann nicht ganz viel so. Die Leute müssen nur mal heimlich Wurzel schlagen oder gucken, wie sie zurechtkommen, enkadriert von den Leuten von der Caritas, aber richtig eine Hand, also das ist sicher nicht so einfach für die. Die kommen ja aus einer total anderen Welt dann als letzte Welt. Ich stelle mir vor, dass das eine riesige Kulturschock für alle Regeln, dass dann noch von einer armen Welt, wo es nur zu Lesbos werden, dann eine terrible Reichwelt, also das... Ich habe op Diesen invitiert wie so kommen sind direkt mittes dort war man für dicht die 4 Kammer 2 dat sind Menge Dinge nur Deitung nur Zwillingen ne? Nach relativ klein und dann 2 von der islamischer Familie die tritten aber schon durch ganz gegend die Fried die Kammer hatte ich mengen einfach willkommen zu sinn net déi sinn déi direkt Suspicionen do sinn, wo gekucket anzeengen an so mir einfach fir wëllkom ze sinn. Dat huet hin englisch viel dat huet wirklich gut gedun. An dann hu man natierlech duch rich eng Hand an Caritas soviel Leiit ich och kompetent se këmmeren. Muss schon mal verteichlo ihre ganzen Suivi bei an de Spideler machen. Service la Santé fir et kann auch viel Sache gesinn und scheieren an de Lager. De kann net soll gesinn vu Gewalt an allmeigleches. Auch du eng psychologisch Betreiung, die muss do sinn. Wir muss fir an alle Mengen ste Familien ophoel noch dodurch, dat muss lo net soviel an den Fokus setzen. Sie hun recht op ihr privat liewen fir all Mënch. Sie solle lo net een Obje sinn de Charité, de mir do immer weisen. Me se sinn als Mënschen hei wëllkom an als sollech soll se können hei liewen an hire weh hei zu Lützeburg fangen. Dafür schwätzen ich net gär vun hinnen net froh wann Detailre wat Kanner giffe genannt gin, weil sie jo recht hun op e privat liewen, op e ganz normal liewe wie all Menschen. Nochmal zurück zu den 150 Jahren. Ja. Also, ich gehe mal davon aus, kirchenhistorisch gehört Letzeburg dann mal zu den jüngsten Bischöfen. An Europa, ja. Ja, Bistümer in Europa. Ja. Geht es ja schon eine Aktion von Rom aus im nächsten Jahr? Also, die Kirchen leiten sich selber ja schon wieder zu äußert oder ja schon etwas veranstaltet zum 150. Jubiläum. Also wenn ich weiß, kann nur die können das vielleicht tun, als für Oktav ein Repräsentant vom Papst ungeflogen, dann können die vielleicht so. Für Oktav, der Schlusssonntag könnte kann nur Bagnasco, Erzbischof von Genua, hier als Präsident von der CCEE. CCE, das ist die Bischofskonferenz für ganz Europa, ne? Also bis Russland matt, also bis so bis Japan rund. Und hier wird er noch kommen als päpstliche Legat. Ich meine nicht, dass mir so wichtig sind, dass mein Vater muss eine Deklaration machen, ich war letzte bei der Kirche. Ne? Was ist noch ein Vor von Ihrer Seite? Nee, ich hätte nur einen off the records. Da machen wir dich da noch. Dann gebe ich als ich vielmals Merci so für Haut, wie gesagt, von Haltung von der Katholalus 150 Jahre. Alle Informationen über den Jubiläum, Agenda, Dokumente und so weiter. Das heißt, guckt ruhig am Laufe des Jahres ran, wir alimentieren das fleißig, für das da immer ein Jour sind. Und dann merci für die Präsenz heute und dann bis das endlich.